geht's! Das Kleinrad-Traktörli, überall bekannt. Mit dem Paul am Steuerrad fährt's übers Land. Es ist nicht riesig, aber dafür mutig. Kleines rotes Traktörli. Los geht's! Der Peppi, der Böcki und der grosse Blau sind immer unterwegs. Kleines rotes Traktörli. Los geht's! Walti, achte der Mami seine Wäsche. Walti, ist nichts passiert? Oh, alles gut. Excuse wegen der Wäsche von deiner Mami. Oh, wo ist mein Hut? Der Zwerg hat ihn. Nina, du weißt, dass der Paul und das kleine rote Traktörli heute von ihren Ferien heimkommen? Ja, zum Glück endlich. Ja, es war ja eigentlich nur eine Woche, aber es kommt einem wie eine Ewigkeit vor. Also ich habe gedacht, eine Überraschung. Ein Fest. So zum Dankeschön sagen für die vielen Mal, wo die beiden uns gerettet haben. Der Paul und das Traktörli. Wie dort, wo sie uns aus dem Schlamm rausgezogen haben. Oh ja. Das war ein herrlicher Tag, wo wir mit dem Schiff auf dem Bach waren. Das heisst, bis der Bach kein Wasser mehr hat. Das haben wir alles dem Herrn Wirt zu verdanken und Sim. Ich glaub's ja nicht. Das war so eine blöde Idee, die der hatte. Etwa gleich blöd, wie wenn man durch den Schlamm will, um Hilfe zu holen. Nein, das war auch nicht besonders schlau von mir. Vor allem, wenn ich gewusst hätte, dass im Herrn Wirt sein Staudamm jetzt gerade auseinanderbricht. Oh, ich darf gar nicht daran denken, was passiert wäre, wenn uns das Wasser davor geschwemmt hätte. Ich war schön froh, wo der Uli und ich am sicheren Ufer waren. Oh, ich auch. Aber wo die sind Hilfe holen, bin ich ja immer tiefer und tiefer im Pfad gesunken. Der Uli und ich sind so schnell gerannt, wie wir nur können. Zum Glück haben wir den Paul und das Traktörli so tief gefunden. Die haben pressiert, aber mir ist es trotzdem wieder eine Ewigkeit vorgekommen. Bis die gekommen sind, bin ich ja schon bis zum Bauch eingesunken. Oh, ich bin so froh, als ich euch dann endlich gesehen habe. Und vor allem bin ich auch glücklich, dass der Paul immer sein Seil dabei hat. Und er weiss auch, wie man damit umgeht. Der Paul wäre sicher ein guter Cowboy. Ja, er hat mich mit einem super Wurf eingefangen. Und so mit dem Seil um den Bauch war mir schon viel wohler. Und als ich dann noch gespürt habe, wie das kleine rote Traktörli hat davon ziehen, sowieso. Aber der Schlamm ist so zäh, ich bin fast nicht rausgekommen. Aber das kleine rote Traktörli ist so stark. Allerdings. Und zum Glück. Oh, das war so schön, wieder trockenen Boden unter den Füßen zu haben. Meine Stiefel hatte ich zwar verloren, aber ich hätte ja noch viel mehr verlieren können, wenn mich nicht der Paul und das kleine rote Traktörli gerettet hätten. Oder weisst, Walti, dort, wo wir in der Baumhütte stecken geblieben sind, der Uli und ich, das war auch schlimm. Gut, es war ja eigentlich nicht eine Baumhütte, aber die Vogelbeobachtungsstation, die der Paul gebaut hat, hat halt so ausgesehen wie eine Baumhütte. Vor allem, wo der Paul sie dann noch so mit Ästen hatte. Oh ja, das war auch noch etwas. Wir sind drin hochgeklettert und von dort oben hast du über alles hineingesehen. Das war so toll. Wir haben dich schon von ganz weit gesehen mit dem Buggy über die Felder rattern. Ja, das war dort, wo ich ein ruhiges Plätzchen gesucht habe, um meine Fahrkünste ein bisschen zu verfeinern. Und am Anfang bin ich auch wirklich gut drauf, das muss ich ehrlich sagen. Also, bis mich dann überstöckelt hat. Wir haben das sehr komisch gefunden. Ja, das glaube ich euch gern. Aber was mich da überstöckelt hat, da muss es irgendetwas verbogen haben, das jetzt ans Vorderrad gedrückt hat. Aber kaum habe ich es wieder gerichtet, da fuhr der Buggy einfach davon. Ich habe probiert zu stoppen, bin ihm hinten rein, aber es war viel schnell und ich bin wieder kurz dabei. Der Buggy hat erst angehalten, als er ins Bein von unserem Baumhaus gefräst ist. Ja, allerdings, es hat einen rechten Klopf gegeben. Aber ich bin ja so froh, dass der Buggy noch ganz war. Aber das Baumhaus nicht. Es war echt gewackelig dort oben. Wir hatten Angst, dass es jeden Moment zusammenkracht. Ja, das Bein hat nicht ausgesehen, wie wenn es noch lange heben würde. Ja, und die Leiter war auch verbrochen. Ja, völlig unbrauchbar. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Uli und mir war aber gar nicht mehr gehört. Aber dann haben wir das Tut-Tut gehört. Und dann haben wir gewusst, jetzt kommt alles gut. Oh ja, der Paul hat gerade gesehen, was zu tun ist. Ich musste nur noch meinen Buggy rechtzeitig aus dem Weg nehmen. Das kleine Traktörli war ja so schnell. Ich weiss nicht, wie der Paul und das Traktörli das noch geschafft haben. Aber als das Traktörli gegen den Pfosten gestoßen hat, hat es aufgehört zu gageln. Und dann haben wir schon nicht mehr so Angst gehabt. Jetzt kommt alles gut. Das kleine rote Traktörli. Ja,
Und dann hat der Paul mit seinem guten alten Seil die Leiter geflickt. Er weiß halt einfach, wie man es macht. Oh, wir sind so froh, als wir wieder drinnen waren. Der Uri ist seitdem auf keinen einzigen Baum mehr geklettert. Ich verstehe ihn. So, jetzt muss ich aber den anderen erzählen vom Willkommensfest. Das finde ich sehr gut. Und ich erzähle es der Mami und dem Uli. Und nicht vergessen, es ist eine Überraschung. Walti, was in aller Welt machen Sie denn auch da? Ja, also, ich komme zum Ihnen vom Überraschungsfest erzählen. Wo wir dem Paul zum Dank machen wollen, weil er uns so manchmal gerettet hat. Er hat uns gerettet? Mich? Ja, wie dort mit dem Heißluftballon. Ah ja, das ist ja so ein guter Plan. Was? Sie meinen die Felder säen von einem Ballon aus? Ha! Also ganz ehrlich, Sie haben also nicht gemeint, dass das geht. Tja, aber ich hätte doch meine Saat vom lieben Ballon schon in ein paar wenigen Minuten verteilt gehabt. Ja, gut. Aber Sie haben, glaube ich, den Unterschied nicht gewusst zwischen einem Feld und meiner Windmühle. Ich habe ja gemeint, jeder Knochen sieht doch meine Windmühle schon von weitem. Ich bin gemütlich im Liegestuhl gelegen, wo ich Elsie probiert habe zu erklären, dass ich schon alles gemalt habe. Und dass es weit und breit kein Korn mehr zu malen gegeben hat. Wo Sie gerade über mich einen ganzen Sack ausleeren. Wasch! Ich bin von zuunterst bis zuoberst zugedeckt. Ja, sehen Sie, das war eben das kleine Problem bei meiner glanzvollen Idee. Ich habe gemeint, das kleine Problem von Ihrer glanzvollen Idee war, dass Sie nicht gewusst haben, wie man mit einem Heißluftballon steuern. Also gut, also Sie sehen, das war nur das zweite kleine Problem. Aber am Schluss ist ja alles noch gut rausgekommen. Ja, da können Sie allerdings von Glück reden. Es ist gut rausgekommen, dank der rasanten Fahrt vom kleinen roten Traktörli und weil der Paul die rettende Idee hatte. Das war wirklich schlau mit dem alten Baum. Aber das kleine rote Traktörli hat scheinbar die ganze Kraft gebraucht, um ihren Ballon auf den Boden herabzubringen. Aber es hat es geschafft. Wer weiß, wo sie noch gelandet wären. Ja, schon gut. Wie auch immer. Ich muss jetzt schauen, dass das Fest organisiert wird. Könnten Sie den Paul aufhalten, bis alles bereit ist? Kein Problem. Verlassen Sie sich auf mich. 1, 2, 3, los! Yeah, 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 yeah! Du hast es! Ich weiss gar nicht, warum ich so zweifelt habe. Ich bin so gespannt, wenn ihr schaut. Das gibt eine Überraschung. Oh, Sie kommen. Danke vielmals fürs Mitnehmen, Paul. Ich kann nicht mehr laufen mit meinen Warzen. Überraschung! Ja, willkommen wieder daheim, Paul. Wir haben dir sogar extra ein Lied geschrieben. Ja! Es gibt nichts Schönes als es daheim. Und mit Freunden bist du nie allein. Und sie grüßen mit einem Lächeln im Gesicht. Oh, wenn du mal ein bisschen traurig bist. Und mit Freunden meinen wir jetzt natürlich. Ja, der Paul und sein Liro-Traktörli. Liro-Traktörli. Oh, danke vielmals. Paul und sein Traktörli. Ja. Schön sind ihr da. Oh, Wissen Sie, wir sind Ihnen wirklich sehr dankbar für all das, was Sie uns geholfen haben. Und wir sind zusammengekommen, zum Danke sagen für all das, was Sie in all diesen Jahren gemacht haben. Ich has doch gern gemacht. Wie wär's mit einem weiteren Lied über den Paul und das Liro-Traktörli? Und seid ihr bereit? Ja. Ja. Los geht's. Das Liro-Traktörli, der König vom V. Immer an der Arbeit, mit dem Paul am Steuer. Es ist zwar nicht riesig, aber es ist unser Held, ja. Das Liro-Traktörli. Woo! Yahoo! Los geht's. Los Yeah! geht's!